Creed, beziehungsweise Creed Rocky's Legacy, wie er im deutschsprachigen Raum heisst. Wieso man dort Rocky's Legacy muss anhängen, weiss ich nicht. In der Schweiz weiss kein Schwanz, was Legacy heisst. Auf jeden Fall ist es eigentlich der 7. Rocky-Film, aber es handelt nicht hauptsächlich vom Rocky, sondern vom Adonis Johnson. Und er ist der uneheliche Sohn vom Apollo Creed, erster Gegner vom Rocky im ersten Film und nachher ein guter Freund von ihm. Der Apollo Creed, Spoiler Alert, ist im 4. Teil gestorben. Und das war vor der Geburt von Adonis und der hat eine schwere Jugend gehabt und jetzt sucht er den Sylvester Stallone bzw. den Rocky Balboa auf, um mit ihm zu trainieren und um ein richtig guter Boxer zu werden. Und ich sage es mal ganz offen, ich habe nur den ersten Rocky-Film gesehen, die anderen nicht. Ich habe den letzten Mal schnell geschaut, als Vorbereitung für Creed. Und ich muss sagen, Creed ist wie eine modernere und in vielen Sachen auch bessere Version vom ersten Rocky-Teil. Er schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe in vielen Sachen. Es ist eine ähnliche Geschichte, sie ist ähnlich aufgebaut, aber er verbessert viele Sachen, wo Rocky halt nicht so gut gealtert ist als der Film. Zum Beispiel die Love Story im ersten Rocky-Teil habe ich völlig übertrieben schnell gefunden, so ich fühle mich so unwohl bei dir, ach, küss mich, ach, wir sind zusammen, so, what the hell. Und das ist da bei Creed viel besser gemacht worden. Der Film selber ist aber wirklich sehr gelungen, es ist ein spannender Film, es ist ein relativ emotionaler Film teilweise, es ist teilweise ein lustiger Film, er ist sehr dramatisch, stellenweise. Das hat man vor allem zu verdanken, denke ich, an Ryan Coogler, dem Regisseur und Drehbuchautor. Es ist schließlich der erste Film in der Rocky-Reihe, der nicht von Sylvester Stallone geschrieben worden ist, sondern von Ryan Coogler. Und auch der Sylvester Stallone hat auch mit der Regie nichts zu tun gehabt, wie bei den meisten vorherigen Teilen, sondern ist auch der Ryan Coogler gewesen. Und der hat bis jetzt einen Film gemacht und das ist Fruitvale Station, auch mit dem Michael B. Jordan in der Hauptrolle. Und auch der Film ist sehr emotional, aber Rocky hat natürlich auch eine Art Action-Szene, sprich die Boxkämpfe. Und der erste richtige Boxkampf vom Adonis Creed ist so verdammt gut gefilmt. Es ist alles am Stück. Ein ganzer Boxkampf am Stück. Und da muss man auch sagen, die Kämpfe sind wirklich sehr gut choreografiert. Und ich meine, der Michael B. Jordan in der Hauptrolle, er ist kein Boxer, aber er verkauft die Rolle von Adonis Creed wirklich so gut. Er ist einerseits körperlich sehr fit. Das ist etwas, was man sich antrainieren kann, aber er verkauft den Boxer am Publikum so dermaßen glaubwürdig. Ich habe gedacht, der könnte wirklich boxen. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen. Das finde ich absolut cool. In der Nebenrolle ist der Sylvester Stallone wahrscheinlich in seiner besten Rolle, die er je gespielt hat. Er spielt die Rolle vom alternden Rocky Balboa so wirklich gut, als hätte er nie etwas anderes gemacht. Das funktioniert richtig gut, weil der Michael B. Jordan und der Sylvester Stallone haben eine super Chemie miteinander. Es ist wirklich, als wären das zwei echte Menschen, die so Sachen miteinander unternehmen. Und da muss man auch sagen, dass die Nebendarstellerin, die so ein bisschen die Love Interest spielt vom Adonis Creed, ist wirklich hure gut. Also sie hat nicht so viel zu tun, aber sie hat definitiv viel mehr zu tun als die Freundin von Rocky im ersten Film. Und sie ist auch nicht nur die Love Interest, sondern sie gibt ihm wie auch noch ein bisschen Motivation. Und das habe ich sehr geschätzt in dem Film. Was ich auch sehr cool gefunden habe, ist, dass man gewisse alte Sachen so ein bisschen eingebaut hat vom ersten Rocky-Film. Zum Beispiel hat der Adonis Creed in einer Trainingssequenz ein T-Shirt an und dort steht hinten drauf, warum du boxen, weil du nicht kannst singen oder tanzen. Und das ist ein Zitat von Rocky, das er gesagt hat im ersten Film. Und das habe ich eigentlich noch herzig gefunden. Das war noch cool, so eine Hommage gewesen. Auch sonst hat es viele so kleine Hommagen an die ersten paar Teile. Das hat wirklich super gut funktioniert. Was ich allerdings ein bisschen schade gefunden habe beim Sylvester Stallone, wiederum weiss ich nicht, wie viel ist das der Stallone und wie viel ist das die Regie, aber der Humor funktioniert meistens wirklich gut. Es wirkt irgendwie so ein bisschen normal und es wirkt natürlich. Aber teilweise ist er nicht platt, aber er ist so plump irgendwie erzählt, er ist nicht subtil. Schlussendlich ist Creed ein absolut würdiger Nachfolger für die Rocky-Reihe, finde ich, basierend auf dem minimalen Wissen, das ich kann von dem, aber das höre ich auch sonst so ein bisschen. Und es ist auch als Film für sich wirklich cool. Es hat eine gute Dynamik zwischen den Hauptfiguren, die sind gut gespielt. Er ist zum grossen Teil wirklich gut geschrieben. Er hat eigentlich ein angenehmes Tempo, er hat eine angenehme Dramaturgie. Er hat im Trailer teilweise ein bisschen zu viel verraten, wie ich finde. Der Humor funktioniert nicht immer und es hat gewisse Klischees, die einfach bedient werden, die immer mal wieder, das habe ich
bisschen schade gefunden. Wiederum hat man die gut implementiert und ein Klischee ist ja nicht per se schlecht, sondern es ist einfach schon mal gesehen, aber wenn man das gut ausführt, etwas, was wir schon mal gesehen haben, dann ist das etwas, was mich überhaupt nicht stört. Das sind ein paar Worte von mir zu Creed, zum eigentlich neuesten Rocky-Teil sozusagen. Was meint ihr? Habt ihr den Film schon gesehen? Hat der Sylvester Stallone seine Auszeichnung zum besten Nebendarsteller bei den Golden Globes verdient? Hat er seine Nominierung bei den Oscars in der gleichen Kategorie verdient? Ich finde, das kann man durchaus so gelten lassen. Und auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.